Es gibt Länder, die zu Beginn des Tourismusbooms ein Hotel nach dem anderen gebaut haben, bis es zu spät war. Bis die Umwelt quasi in Beton gegossen war, verschandelt durch Bettenburgen. In Spanien wird das an manchen Stellen allzu deutlich. Aber nicht etwa, dass die Spanier aus diesem Schaden an der Umwelt klug geworden wären. Nein, der Betonboom hält an. Es wird weiter geklotzt, sogar in Naturschutzgebieten und, besonders dramatisch für die Betroffenen, mit Hilfe von Enteignungen, die man in Europa gar nicht für möglich hält. Ein Bericht von Edith Lange. Spaniens Küste an einem Januarmorgen. Viel ist nicht mehr frei, aber wo es noch eine Lücke gibt, wird gebaut und betoniert. Mit kriminellen Methoden, sagt Jacques Swoboda, ehemaliger kanadischer Diplomat in Spanien. Zusammen mit Hubert Fockensberger kümmert er sich um die vielen Menschen, die hier in Benissa enteignet werden. Bauunternehmer nehmen ihnen ihr Land weg und das ist in der Region Valencia erstaunlicherweise ganz legal, sagen sie. Mit 15.000 Unterschriften haben sie eine Petition in Brüssel eingereicht. Im letzten Dezember stimmte das Europäische Parlament mit großer Mehrheit für die Protestierenden. Spanien wurde aufgefordert, neue Gesetze zu schaffen. So wie die Gesetze hier funktionieren, kann ein Bauunternehmer zum Rathaus gehen, seinen Bauplan präsentieren. Der Grundstückseigentümer weiß davon nichts. Das Rathaus sagt dann, der Plan ist von öffentlichem Interesse. In Wirklichkeit handelt es sich um rein wirtschaftliches Interesse des Rathauses und des Bauunternehmers. Dann genehmigen sie den Plan und dann kann der Bauunternehmer loslegen. An dieser Stelle musst du, also der Eigentümer, 40, 50 bis zu 75% deines Eigentums abgeben. Und dann musst du die Landentwicklungskosten bezahlen. Das heißt, dass die Eigentumsrechte, wie sie nach europäischem Recht gelten, einfach missachtet werden. 30.000 Mitglieder hat die Bürgerinitiative. So, das da ist die neueste Schandtat, das ist der Como del Pou. Ein Berg, den die Gemeinde gerne in ihren Werbeprospekten präsentiert. 104 Häuser sollen auf dem Privatgelände entstehen. Wir haben 30.000 Quadratmeter und von den 30.000 Quadratmetern müssen wir 15.000 abgeben an den Bauunternehmer ohne Entschädigung. Und um die restlichen 15.000 behalten zu können, müssen wir 700.000 Euro bezahlen. Wenn Sie die nicht haben, müssen Sie auch den Rest verkaufen, um die Infrastrukturmaßnahmen für das abgetretene Land bezahlen zu können. Und haben Sie 700.000 Euro? Nein, das kann ich nicht. Die Belgierin Godelieve de Kippel wohnt seit 18 Jahren hier und ungefähr genauso lange baut sie an dem 100 Jahre alten Haus. Auch die Palmen sind selbst gepflanzt. Das ist mein Grundstück und hier könnt ihr sehen, dass sie allein auf meinem Boden 17 Häuser geplant haben. Mein Haus steht hier auf dieser Stelle, aber sie haben es auf dem Plan nicht eingezeichnet. Obwohl es beim Katasteramt eingetragen ist, existiert es gar nicht. Wir besuchen das Rathaus, um zu fragen, welches öffentliche Interesse an der Enteignung dieses Landes besteht. Aber der Bürgermeister hat viele andere Termine. Wir finden ihn dann doch auf der Touristikmesse in Madrid. Alle ausländischen Mitbewohner, die hier in der Region Valencia leben, in Benissa, an der ganzen Costa Blanca und alle Personen, die hierher ziehen möchten, können ganz beruhigt sein, weil die valencianische Gesetzgebung alle Rechte der Hausbesitzer respektiert. Aber sie haben eben nicht viele Rechte, wenn ein Bauunternehmer mit Unterstützung des Rathauses ihr Land zur gewinnbringenden Bauzone erklärt. Dann ergeht es ihnen wie der Spanierin, der ein Stück dieses Landes gehörte. 2/3 von ihrem Grundstück wurde weggenommen. Wie gesagt, für 12 Euro pro Quadratmeter. Und verkauft wurde es dann ein 1000 Quadratmeter Grundstück für 240.000 Euro. Das heißt also ein Gewinn von mindestens das 20-fache. Auch Barbara Lutz und ihr Sohn haben 2 Jahre lang gezittert. 2000 Quadratmeter sollten sie abgeben und 270.000 Euro bezahlen. Der Blick von ihrem Balkon. Das Land sind sie los. Bezahlen müssen sie nicht. Der Bauunternehmer hat einen Kompromiss vorgeschlagen, weil er einen Formfehler gemacht hat. Das nimmt die Leute mit, sowas. Vor allen Dingen, weil die Ungerechtigkeit so groß ist. Das ist das, was man nicht fassen kann. Wie mit deinem Land etwas gemacht wird, was du nicht willst. Dass einem das Land weggenommen wird, dass man dafür noch bezahlen muss. Das ist alles so unverständlich.
Wenn Sie jetzt ein bisschen abgeben müssten, um eine Schule oder ein Krankenhaus zu bauen oder so? Würde ich natürlich sofort ja sagen, warum nicht? Das wäre aber auch ganz anders. Das ist ja ein gemeinnütziger Zweck dann, aber nicht damit ein Baumeister hier teuer Wohnungen verkaufen kann und das Geld dann in die eigene Tasche steckt. Wir wollten Ihren Bauunternehmer sprechen, vergeblich. Wie all die anderen, die wir auch noch angerufen haben, wollte er sich öffentlich nicht äußern. Nur wenige große Unternehmen stecken hinter den kleinen Firmen hier vor Ort. Ab Februar gilt in Valencia ein neues Bebauungsgesetz. Es soll nicht besser sein als das alte. Die Bürgerinitiative will vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Ich werde kämpfen. Es ist zu wichtig für mich. Sie werden es nicht sehr leicht haben mit mir.